Aber zuerst mal alle herzlich willkommen, schön sind ihr da. Schön sind ihr auch da im Livestream, können wir miteinander auch Gottes Wort hören. Und ich habe heute Morgen ein Bild mitgebracht. Ich weiss nicht, vielleicht bist du auch schon mit dem Auto unterwegs gewesen. Und dann plötzlich siehst du das Bild, also das wirst von der Polizei rausgenommen. Und was geht da so in dir ab? Ja, was habe ich echt verbrochen? Bin ich echt schnell gefahren? Bin ich angegurtet? Oder wenn du das Handy in der Hand hast, lass es schnell los. Ja, ich bin auch mal rausgenommen worden von der Polizei. Und natürlich, mir tut dann so weh. Ja, ich habe doch nichts gemacht, oder? Und scheinbar hat man gesehen, dass ich das Handy in der Hand hatte. Ich weiss nicht, ich habe es abgeleitet auf dem Beifahrersitz. Das hat man gesehen. Und da haben sie mich nicht nur rausgeholt, sondern gerade nach 100 Franken zu meinem Portemonnaie rausgeholt. Ja, wer von euch ist auch schon mal verwünscht worden? Vielleicht bei etwas ganz anderem? Ja, sind wir doch mal ehrlich, oder? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wenn wir manchmal verwünscht werden, vielleicht als Velodieb. Ja. Hast du nicht heimlaufen, hast du schnell ein Velo benutzt? Hättest du es natürlich zurückgeben, ist klar. Oder als Taschendieb zum Beispiel. Oder dann im Shoplifting. Das ist ein schönes Wort wie stellen, oder? Shoplifting, ja, etwas so einfach mitlaufen lassen. Vielleicht ein bisschen einiges schlimmer. Vielleicht bist du auch schon mal vom Steueramt verwünscht worden. Steuerbetrug. Hast vielleicht etwas nicht angegeben oder etwas Falsches angegeben. Es ist gar nicht mehr angenehm, wenn das passiert. Vorgestern haben ja die Olympischen Spiele mit einem Jahr Verzögerung in Japan angefangen. Und ich frage mich, wie viele Sportler werden das mal beim Doping erwischt? Die Schweizer hat ja schon den ersten Dopingfall, bevor es überhaupt angefangen hat. Da habe ich noch ganz ein herziges Bildchen mitgebracht, auf frischer Tat ertappt. Ich bin Katzenliebhaberin und kenne die Situation. Oder vielleicht für euch von Fuse, habe ich auch noch so ein Bildchen mitgebracht. Vielleicht habt ihr gedacht, ja, Autofahren, ich muss nicht warten, bis ich 18 bin, oder? Und voller Stolz schon hinter das Steuer gesetzt. Wie viele sind froh, dass sie nicht verwünscht worden sind bei dem, was sie da haben? Verwünscht werden ist nicht so angenehm, oder? Da würde man doch am liebsten im Boden versinken, wenn man da von der Polizei so angehalten wird. Und heute schauen wir eine Geschichte miteinander an von einer Frau, die garantiert am liebsten im Boden versunken wäre, um dem zu entfliehen, was ihr an diesem Tag passiert ist. Und wir lesen dazu aus Johannes 8 eine Geschichte. Ab Vers 2 steht da: Frühmorgens aber kam er, Jesus, wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Mal so weit. Wir sehen da, die Pharisäer haben unbedingt etwas machen, um Jesus anzuklagen. Und sie haben versucht, die Fallen aufzustellen. Und was ist das Problem mit dieser Falle gewesen? Wenn Jesus sagen würde, ja, lassen Sie gehen, die Ehebrecherin, dann hätte sie können sagen, dass er das mosaische Gesetz, das jüdische Gesetz missachtet. Hätte er aber gesagt, steinigen sie, dann hätten sie ihn bei den Römern anklagen, weil damals ist das römische Gesetz so gewesen, dass die Juden kein Todesurteil haben dürfen vollstrecken. Also, egal wie Jesus antwortet, er hockt in der Falle. Das haben auf jeden Fall die Pharisäer so gedacht. Aber da sehen wir, dass es offensichtlich eine gestellte Situation war. Und ich habe nur eine Frage zu dieser Situation. Ehebruch. Wo ist der Mann? Warum bringen es nur die Frau und nicht der Mann? Ich weiss nicht. Ich denke, uns ist allen klar, für Ehebruch braucht es immer mindestens 2, oder? Und wenn die Pharisäer behaupten, wir haben die Frau auf frischer Tat ertappt, dann muss er ja auch dabei gewesen sein. Warum bringen es nur die Frau? Wir sehen, es ist eine gestellte Situation. Und wissen Sie, was das jüdische Gesetz wirklich sagt?
wir lesen das im Alten Testament, wenn ein Mann mit der Frau von einem anderen schläft, dann müssen beide sterben. Das war das Gesetz damals, beide. Und es steht, sterben und nicht gesteinigt werden. Wir sehen da, wie scheinheilig und wie durchtrieben die Pharisäer, die Schriftgelehrten gewesen sind mit ihrer Doppelmoral. Ihnen ist es überhaupt nicht um die Frau gegangen. Die ist ihnen eigentlich völlig egal gewesen. Ich finde es so schlimm und so schrecklich, sie haben sogar ihren Tod in Kauf genommen, nur um Jesus eine Falle zu stellen. Aber wie hat Jesus reagiert? Wir lesen weiter in dieser Geschichte ab Vers 6. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, der bekannte Satz, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Wisst ihr, egal in welche Falle dass Jesus auch gelockt worden ist, er hat einfach immer die perfekte Antwort gehabt. Also Jesus ist einfach genial. Und er hat sich da einfach gebückt und hat angefangen, auf die Erde zu schreiben. Würde es euch auch wundern, was er da geschrieben hat? Mich schon. Die Bibel sagt leider nichts darüber, aber ich weiß von vielen Theologen und Gelehrten, die versucht haben, anhand von anderen Schriften und so weiter, herauszufinden, was er geschrieben hat. Und es gibt da ganz verschiedene Theorien und eine finde ich eigentlich noch recht gut, die könnte ich mir gut vorstellen. Und ich möchte euch kurz vorstellen, dass Jesus sich gebückt hat und ich könnte mir vorstellen, die Männer hinter ihm, oder, parat mit dem Stein zum Werfen. Und jetzt schreibt er da an eine Steuer hinterziehen. Er fängt an, die Sünde von diesen Männern, die die Frau gebracht haben, aufzuschreiben und dann noch dazu an Matthäus. Und der Matthäus hinter ihm, lässt seinen Stein fallen und läuft weg. Und dann schreibt er vielleicht Betrüger und da dazu den Namen Levi. Und der Levi lässt auch den Stein fallen und geht weg. Und so heißt es dann ab Vers 9, dass einer nach dem anderen ging hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. So weit die Geschichte. Die Frau, die Ehebrecherin, wir kennen nicht einmal ihren Namen, ist in einer Situation ertappt worden, die nicht hätte schlimmer sein können. Stell dir vor, sie ist nicht nur auf frischer Tat beim Ehebruch verwünscht worden, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sondern sie wird von ihren Anklägern auch noch in den Tempel gebracht, wo Jesus war und er von vielen Menschen gelehrt hat. Der Tempel, das ist das Bild für heute, wenn wir jetzt da im Gottesdienst sind, wenn jetzt da Männer reinkommen mit einer Frau und mit ihnen und würden sie da, wo sie alle sehen, auf die Bühne bringen und sagen, diese Frau hat Ehebruch begangen. Könnt ihr euch vorstellen, wie demütigend und wie peinlich das war für die Frau? Und sie hat gewusst, ich werde jetzt sterben, weil das jüdische Gesetz hat das verlangt. Ich werde meinen Ehemann nie mehr sehen. Ich habe keine Möglichkeit, mich zu erklären, vielleicht sogar um Vergebung zu bitten. Oder ihrem Ehemann hat keine Möglichkeit. Seine Frau damals gesehen, er weiß gar nicht, was wirklich passiert ist. Und vielleicht hat die Frau auch Kinder gehabt, wir wissen es nicht. Sie wird ihre Kinder nie mehr sehen. Oder die Kinder müssen ohne Mutter aufwachsen. Können wir uns vorstellen, wie sehr sie sich geschämt hat, so bloßgestellt zu werden von diesen Pharisäern, so hoffnungslos und so ausweglos dazustehen. Aber wisst ihr, an diesem Tag ist das Leben von dieser Frau total völlig verändert worden. Warum? Weil sie auf Jesus getroffen ist. Und unsere Serie heisst, auf Jesus treffen. Jesus trifft. Für Jesus ist die Frau überhaupt nicht egal gewesen. Ganz im Gegensatz zu den Pharisäern. Und weißt du, heute möchte Gott uns sagen, egal an welchem Tiefpunkt dass du stehst in deinem Leben, egal in welcher Situation dass du bist, egal ob selbstverschuldet oder nicht, du bist Jesus nicht egal.
Und auch dein Leben kann heute völlig verändert werden, wenn du auf Jesus triffst. Das ist mein Gebet für uns alle heute Morgen. Dass wir Jesus begegnen können und dass unser Leben total verändert werden. Wenn immer wir Jesus begegnen, treffen wir immer auf zwei Sachen. Und das wird uns so klar zeigen im Johannes im Kapitel 1, im Vers 14, wo es davon redet, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und da heißt es, in ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus hat Gnade und Wahrheit in die Welt gebracht. Und wenn immer wir Jesus begegnen, kommen wir in Berührung mit seiner Gnade und mit seiner Wahrheit. Und was das heisst, das sehen wir in dieser Geschichte so schön. Das Erste, was wir erleben, wenn wir auf Jesus treffen, ist Gnade. Gnade, denn Jesus ist nicht verurteilend. Jesus ist nicht eine verurteilende Person. Er sagt zu dieser Ehebrecherin, auch ich verurteile dich nicht. Ich weiss nicht warum, dass so viele Menschen so ein Bild von Gott in sich tragen. Ein Bild, dass Gott nur darauf wartet, dass er uns verurteilen kann, dass er uns bestrafen kann, dass er uns richten kann. Aber Jesus beweist uns da genau das Gegenteil. Jesus ist nicht eine verurteilende Person. Ich finde es so interessant, dass Jesus überhaupt nicht schockiert war oder überrascht war. Wow, die Frau hat Ehebruch begangen. Überhaupt nicht. Vielmehr ist er ihr mit grosser Barmherzigkeit begegnet. Und wisst ihr, was das für uns heisst? Ich möchte uns ganz kurz wirklich ansprechen. Jesus möchte, dass wir Menschen auch so begegnen wie er. Dass wir Menschen nicht verurteilen. Egal, zum Beispiel, wenn sie zu uns in den Gottesdienst kommen. Oder vielleicht zu dir in Kleingruppe. Er möchte, dass wir uns niemals an äußeren Sachen oder an moralischen Sachen stören. So wichtig, dass wir sehen, jeder Mensch muss zuerst der Gnade Gottes begegnen können, bevor es zu einer Lebensveränderung kommen kann. Zuallererst sollen wir Gottes Gnade erleben. Darum, wenn wir uns doch zum Vorsatz machen, dass wir Menschen so begegnen, wie Jesus ihnen begegnet ist, nicht verurteilend. Wir haben es letzte Woche in der Predigt von Matthias schon gehört, aus Johannes 3,17, da steht etwas ganz Wichtiges. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns zu retten. Was wir brauchen, ist Rettung, denn wir alle sind Sünder. Wir Menschen stehen unter der Macht der Sünde. Und Jesus ist nicht verurteilend, ganz einfach auch, weil er bereits die Lösung für unser Problem schon gesehen hat. Jesus hat nämlich gewusst, kurze Zeit nach dieser Begegnung mit dieser Frau ist er auf dem Weg zum Kreuz, wo er alle Schuld, auch alle Unmoral auf sich genommen hat, für uns gestorben ist, damit wir frei werden können. Und darum hat er können sagen, ich verurteile dich nicht, weil Jesus das Urteil auf sich genommen hat. Und im nächsten Vers heißt es, im Vers 18, und wer an ihn, an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt. Hey, das ist doch eine super Botschaft. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir nicht verurteilt. Und mir gefällt es vor allem auch im Römer 8,1, wie es dort steht. Also gibt es jetzt für alle, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Hey, wenn du zu Jesus gehörst, gibt es keine Verurteilung mehr für dich. Wie viel ist keine? Wenn die Bibel von kein redet, dann meint sie wirklich kein. Nada, nichts. Das ist nicht so wie bei einer Frau, wenn sie am Morgen vor dem Kleiderschrank steht und laut ruft, ich habe nichts anzuziehen. Dann bist der Kleiderschrank voller Kleider.
Wenn Gott sagt kein, dann meint er auch kein. Keine Verdammnis, keine Verurteilung, wenn du in Jesus bist. Das wird so schön zusammengefasst im Römer im Kapitel 3, ab Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt, heißt es da, und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Wow. Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Wow. In anderen Worten, er erklärt uns aus Gnade, könnte man sagen, für nicht schuldig. Not guilty. Über unserem Leben, wenn du an Jesus glaubst, erscheint das Schild not guilty. Nicht schuldig. Wenn du das annimmst, was Jesus für dich da hat. Ich möchte das anhand von einer Geschichte aus Afrika uns noch ein bisschen näher bringen. In dieser Geschichte geht es darum, dass ein König in seinem Königreich ein Problem hatte. Es sind nämlich Hühner gestohlen worden. Und so hat er gesagt, wer den Hühnerdieb, wenn wir den festnehmen können, dann kommt er 10 Peitschenhiebe über. Aber sie haben den Dieb nicht finden und es sind weiter Hühner gestohlen worden. Und so hat der König dann schlussendlich gesagt, ja, also wenn wir den Dieb finden können, dann werden wir ihn mit 50 Peitschenhieben bestrafen. Aber es sind immer noch Hühner gestohlen worden. Sie haben den Dieb nicht finden und der König ist langsam so richtig zornig geworden und hat dann gesagt, und wenn wir den Hühnerdieb finden können, dann kommt er 100 Peitschenhiebe über. Und dann haben sie den Dieb gefunden. Und zur Überraschung von allen ist der Dieb Mutter vom König gewesen. Und das Volk hat sich natürlich jetzt gefragt, was wird der König machen? Wenn er gerecht ist, dann muss er seine Mutter auspeitschen lassen. Wenn er aber liebevoll ist, dann kann er doch seine Mutter nicht schlagen. Was macht er? Der König hat dann seine Mutter zu sich gerufen und hat seinen Soldaten gesagt, fesselt sie den Dieb am Pfosten und geben ihm 100 Peitschenhiebe. Und so haben sie seine Mutter am Pfosten gebunden. Dann im letzten Moment sagt der König, halt, einen Moment. Er ist aufgestanden, hat seine Königsrobe abgezogen, ist von seinem Thron oben runtergekommen und ist zu seiner Mutter gegangen und er hat sie umarmt. Und hat mit seinem Körper seine Mutter abdeckt. Und dann hat er zu seinen Soldaten gesagt, den Befehl gegeben, und jetzt peitscht der Dieb aus. Und er hat alle 100 Peitschenhiebe, die seiner Mutter gehalten hätten, auf sich genommen. Das ist so ein wunderbares Bild für das, was Jesus für uns am Kreuz da hat. Er hat auch seine Königsrobe abgezogen. Er ist von seinem Thron oben runtergekommen. Er ist sogar vom Himmel auf die Erde gekommen. Er hat sich erniedrigt. Und er hat die ganze Strafe, die ganze Schande, die ganze Sünde auf der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat das Urteil, das uns gegolten hat, auf sich genommen. Er ist an unserer Stadt verurteilt worden. Gott hat das Gericht an ihm vollzogen, das an uns hätte vollzogen werden müssen. Am Kreuz. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und wisst ihr, was dadurch geschehen ist? Wir lesen es in Römer 8, im Vers 3. Da heißt, Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Wow, bessere Botschaft gibt es nicht. Die Macht von der Sünde ist zerstört worden über uns Menschen, weil er für unsere Schuld verurteilt worden ist. Und darum hat er dieser Frau können sagen, ich verurteile dich nicht. Und ich weiss nicht, können wir uns vorstellen, was das für die Ehebrecherin, für die Frau bedeutet hat, wo Jesus zu ihr sagt, ich verurteile dich nicht. Du musst nicht sterben. Wisst ihr, Gott möchte heute zu dir sagen, in deinem Geist, in deinem Inneren, ich verurteile
dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Wenn immer wir auf Jesus treffen, begegnet mir seiner Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist die unverdiente Gunst von Gott. Das Wohlwollen, die Barmherzigkeit, die Güte, die Liebe. Und Gnade ist immer ein Geschenk, ist nicht etwas, das du dir verdienen oder erarbeiten. Gnade musst du empfangen. Und wisst ihr, was Gnade tut in unserem Leben? Gnade vergibt und Gnade rettet. Durch Gnade werden wir gerettet. Und Gnade ist immer grösser wie die schlimmste oder die widerlichste Sünde, die ein Mensch je könnte tun. Die Ehebrecherin hat an diesem Tag Vergebung und Rettung dürfen erfahren, Gnade. Aber Jesus ist da nicht stehen geblieben. Als Zweites, was geschieht, wenn wir auf Jesus treffen, ist, wir begegnen seiner Wahrheit. Jesus macht auch keinen Kompromiss. Jesus hat nicht nur gesagt, ich verurteile dich nicht, sondern im gleichen Satz hat er gesagt, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus ist nicht verurteilend, aber er macht auch keinen Kompromiss. Mit seiner Antwort, ich verurteile dich nicht, ist er nicht einfach über den Ehebruch hinweggegangen, hat so da, wie es nicht geschehen wäre, oder hat das billigt oder toleriert, sondern er fordert sie jetzt auch auf, den Weg von der Sünde zu verlassen und in eine neue Richtung zu gehen, einen neuen Weg zu gehen. Er hat nicht das gemacht, was heutzutage oft geschieht in der Psychologie oder in Talkshows oder an anderen Orten, wo dann Menschen zu dieser Frau jetzt sagen würden, ja, ich weiss, du hast ganz eine schlimme Vergangenheit und dein Vater hat dich früher verlassen und darum hast du jetzt das Problem, dass du Liebe an allen falschen Orten suchst und eigentlich kannst du ja gar nichts dafür, dass du fremdgegangen bist. Nein, das hilft dir kein bisschen weiter. Und Jesus sagt auch nicht, ich vergib dir, aber ich hoffe, dass du nicht mehr wirst sündigen. Und er sagt auch nicht, ja, ich vergebe dir, aber versuch doch das nächste Mal vielleicht ein bisschen weniger zu sündigen. Nein, wir brauchen Wahrheit. Er hat gesagt, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Wisst ihr, warum dass Jesus sich auf keinen Kompromiss einlässt? Ganz einfach, weil er weiss, dass Sünde den Mensch zerstört. Sünde verletzt immer. Nicht nur die Person, die vielleicht Sünde begangen hat, sondern auch Personen, die betroffen sind. Verletzt. Ja, ich weiss, Sünde kann für den Moment Vergnügen sein, Spass bringen. Sonst würden wir sie ja nicht tun, oder? Aber die Bibel sagt so klar, nur für den Moment. Es ist vorübergehend. Aber schlussendlich führt die Sünde immer ins Verderben. Darum, Gott will nicht, dass wir ins Verderben gehen. Darum macht er keinen Kompromiss. Und er weiss auch, er macht keinen Kompromiss, ganz einfach deshalb. Solange wir nicht der Wahrheit gegenüberstehen, Wahrheit empfangen, wird keine Veränderung in unserem Leben geschehen. Damit Veränderung geschehen kann, braucht es Wahrheit. Jesus sagt so deutlich, im Johannes 8,32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wisst ihr, Gnade rettet und die Wahrheit macht frei. Gott will uns nicht nur retten, Gott will uns auch frei machen. Dasselbe steht im Johannes 3,21. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht. Wird frei. Führt kein Doppelleben. Bleib nicht im Dunkeln irgendwo gefangen. In anderen Worten hat Jesus zu dieser Frau da gesagt, du musst nicht gebunden bleiben in deiner Finsternis. Du musst nicht in dem Schmerz bleiben, wo dein Leben zerstört und das Leben von deiner Familie zerstört. Du kannst frei sein durch die Wahrheit. Und Jesus überträgt da mit seiner Aufforderung, gang
Und die Sündigen von jetzt an nicht mehr. Die Aufforderung an uns, dass wir die Verantwortung haben, einen anderen Weg, einen neuen Weg einzuschlagen. Das ist unsere Verantwortung. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Jesus verurteilt uns nicht, das ist Gnade. Wenn wir Jesus begegnet, er verurteilt uns nicht, das ist Gnade. Was macht Gnade in unserem Leben? Sie vergibt, sie rettet. Wir begegnen aber auch Gottes Wahrheit. Und warum macht Jesus keinen Kompromiss? Weil wir die Wahrheit brauchen. Und was macht die Wahrheit in unserem Leben? Die Wahrheit setzt frei. Die Wahrheit befreit. Und jetzt ist da etwas ganz, ganz Wichtiges. Es gibt Menschen, die sagen, ja, du brauchst nur Gnade. Egal, was du da hast, wie schlimm das auch ist, Gott liebt dich ja trotzdem. Und das stimmt. Gott liebt dich, egal was geschieht in deinem Leben. Aber wisst ihr, Gnade ohne Wahrheit führt zu Relativismus. Das heisst so viel, alles wird relativ. Auch die Wahrheit. Du hast dann deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Und weil ich ja meine eigene Wahrheit habe, und es gibt ja gar keine absolute Wahrheit, kann mir auch niemand sagen, was ich zu tun habe, und auch Gott nicht. Es wird alles relativ. Und das führt dann dazu, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, ja, was du tust oder glaubst. Hauptsache es stimmt für dich. Hauptsache du bist glücklich dabei. Wirklich. Das ist Gnade ohne irgendwelchen Standard von Wahrheit. Aber genauso ist Wahrheit ohne Gnade eben auch schlimm, zerstörerisch. Wahrheit ohne Gnade führt zur Rebellion. Wenn es nur noch ein Muss ist und nur noch Gesetz ist und nur noch du darfst nicht und so weiter, ohne Empathie, ohne Verständnis, ohne Liebe, das führt zur Rebellion. Aber Wahrheit in Kombination mit Gnade, wisst ihr, das ist enorm kraftvoll, das ist freisetzend, das ist lebensspannend, das ist nicht restriktiv oder unterdrückend. Und wir müssen immer daran denken, die Wahrheit, was hat Jesus gesagt, ist eine Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir dieser Person Jesus begegnen, begegnen wir immer Gnade und Wahrheit. Es ist nicht Gnade oder Wahrheit, es ist auch nicht nur Gnade oder nur Wahrheit, sondern es muss immer Gnade und Wahrheit sein. Wenn wir nur das eine wollen oder das andere, werden wir im Leben scheitern. Dann bleiben wir in der Finsternis, dann bleiben wir im Verborgenen, im Geheimen, spielen nach außen etwas anderes vor, wie was nach innen läuft. So haben die Pharisäer gelebt. Ich glaube, wir wollen keine Pharisäer sein. Wir wollen echt sein. Wir wollen Gottes Gnade erleben. Wir wollen Gottes Wahrheit erleben. Ich möchte zum Abschluss kommen heute. Gott ist nicht nur dieser Frau so begegnet mit Gnade und Wahrheit. Er möchte auch uns heute mit Gnade und mit Wahrheit begegnen. Er möchte, dass wir seine Gnade erleben, die vergibt, die rettet. Vielleicht bist du gar noch nicht unterwegs mit Jesus. Er möchte dich retten heute. Du darfst einfach Ja sagen zu ihm. Aber er möchte auch, dass wir seiner Wahrheit begegnen, weil seine Wahrheit macht frei, echt frei. Und Gott sagt auch heute zu dir, wie zu dieser Frau, ich verurteile dich nicht. Aber gang und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich möchte dich fragen, was ist es in deinem Leben, wo niemand wissen darf? Wo du verborgen haltest? Was ist es in deinem Leben, worüber du dich vielleicht in Grund und Boden schämst? Weil du das da hast oder weil dir das passiert ist. Du schämst dich so sehr, dass es du verbirgst. Schaut, alles, was nicht im Licht ist, hat Macht über uns. Haltet uns gefangen. Du lebst in Finsternis, voller Scham. Du trägst eine überschwere Last. Und du bist nicht frei in dem Leben, wo Jesus für dich parat hätte, zu leben. Du bist gebunden. Ja, du kannst es weiter verleugnen. Und so tun, als ob alles bestens wäre.
Wisst ihr, ich bin jetzt schon über 30 Jahre im Dienst, habe schon viel erlebt. Das bricht mein Herz, wenn ich an Menschen denke, die niemand gedacht hätte, was hinter den Fassaden ist. Die heute nicht mehr im Glauben sind. Gescheitert im Leben, sie sich so schämen. Aber Jesus, er sagt zu dir, ich verurteile dich nicht. Ich will dich retten, ich will dir vergeben. Aber komm, kehr um und geh jetzt auf den Weg, auf den richtigen Weg. Du musst nicht warten, bis du verwünscht wirst. Es ist besser, wenn du heute mit dem ans Licht kommst, was in deinem Leben verborgen ist. Und wisst ihr, wenn immer mir Gottes Gnade begegnet, wenn wir wirklich verstehen, was seine Gnade ist, dann heißt es in Römer 2,4: Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Wenn mir Gottes Gnade, seiner Güte, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit wirklich begegnet, führt uns das immer zur Umkehr. Was heisst Umkehr? Umkehr heisst ganz einfach Richtungswechsel. Ich gehe nicht mehr auf dem Weg, wo ich im Finsternis bin, wo ich etwas abdecke, wo ich nicht echt bin, sondern ich kehre um. Und ich gehe jetzt mit Jesus in die andere Richtung. Umkehr bedeutet, ich verlasse den Weg von der Sünde, ich breche mit der Sünde. Wenn da eine Person involviert ist, ich breche den Kontakt ab, und zwar komplett, ich gehe in eine andere, in eine neue Richtung. Oder wenn es ein Ort ist, wo dich immer wieder in die Finsternis führt, ich gehe nicht mehr an diesen Ort, sondern ich kehre um. Ich gehe jetzt mit Jesus in eine andere Richtung. Ich weiss nicht, wovon du umkehren musst. Ich muss es auch nicht wissen. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn wir jetzt noch Zeit nehmen in Gottes Gegenwart. Jesus steht vor dir und er sagt, ich verurteile dich nicht. Bitte ihn um Vergebung. Bring es ans Licht. Vielleicht musst du auch zu jemand anderem gehen, vielleicht nach dem Gottesdienst, vielleicht bei dir daheim oder am Ende im Geschäft oder wo immer, was immer das ist, bring es in Ordnung. Jesus ist für dich gestorben, damit du frei sein kannst. Frei für Jesus zu leben, in der Fülle, im Überfluss. Das ist das, was Jesus für uns will. Gnade und Wahrheit. Jesus steht vor dir heute Morgen mit offenen Armen. Seine Liebe für dich ist überwältigend. Denk daran, er ist nicht schockiert, er ist nicht überrascht über die Situation in deinem Leben. Egal, es muss nicht Unmoral sein. Es kann irgendetwas sein, wo du dich schämst, wo du nicht am Licht, nicht das Licht gebracht hast. Nimm doch jetzt Zeit, wenn wir das Worship-Team unsere Lieder auch leitet. Vielleicht willst du gar nicht mitsingen, sondern einfach mit Gott reden. Wir stehen vor Jesus. Er liebt uns. Er verurteilt uns nicht. Aber er fordert uns auf. Gang, verlass den Weg von der Sünde. Sündige ihm fort nicht mehr.